Ein Bellyband mit einem Guckloch. Das möchten wir heute gerne machen miteinander. Und das können wir dann einfach so nehmen und an einem Ort so in unser Journal hineinkleben. Und schon haben wir ein wunderbares Bellyband mit einem Guckloch. Es ist super einfach zu machen und vor allem kann man auch wieder einmal solche Signaturabschnitte benutzen. Oder was man auch sonst immer einfach so rumfliegen hat. Hallo zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Und das mal auch wieder mit meiner originalen Stimme. So, gut. Ja, ich nehme einfach mal so einen Rundstanzer. Es gibt ja auch so die Lochdinger, wo man kann frei irgendwo in der Mitte, dort wo man gerade wirklich will, so ein Loch machen. Ja, mit dem schaffe ich es halt nur so ganz nah am Rändchen. Aber dann ist es halt jetzt einfach so. Ich muss noch schnell wissen, wie gross das muss sein. Und zwar einfach ungefähr gleich gross wie das andere, was ich gemacht habe. So, dass es einfach gut da in unser Journal reinpasst. So, das Loch ist eigentlich ja egal, wo es ist. Ist es jetzt oben oder links oder rechts oder unten oder wo auch immer. Ich habe hier noch gerade so Zettelis ohne ein paar Streifen, die nicht genug breit sind, für ein Loch reinzumachen. Selbstverständlich könnte ich ein kleineres Loch reinmachen. Aber ich mache jetzt einfach gerade noch schnell, gerade wenn ich so dabei bin, noch 3 einfach Bellyband ohne Guckloch. Aber einfach nach genau gleicher Art und Weise. So, ich tue noch die Ecke runter. Das ist selbstverständlich nicht notwendig, wenn man das nicht möchte. Oder man kann das selbstverständlich auch mit der Schere machen. Ganz easy. Wie man gerade so fröhlich und lustig ist. Ups, das ist mir irgendwie ein bisschen komisch gekommen. So. Uiuiui. Das ist da so ein grünes Papier. Ich dachte, passt noch recht gut. Oh, der hat es gar nicht recht wollen. Nein, habe ich den jetzt so zittert. Nein, was soll denn jetzt das? Da muss ich den dort noch ein bisschen nachschneiden. Du, was ist los? Ist es verstopft? Das kann natürlich sein. He? Das ist schon so voll. Ah. Sehr super gut Ecke gerundet, he? Wahnsinn. Nochmal probieren. So, schön gerade. Nicht wirklich, was ist los? Habe ich das so krumm drin? Also vorher hatte ich ein Billigteil von einer Eckenrunde. Das hat viel besser funktioniert, bis es nachher auseinandergefallen ist. Aber da habe ich irgendwie immer das Gefühl, ich kann es nicht richtig reinheben. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht bin ich einfach ungeeignet für das Teil hier. Das wäre auch möglich. So, schön gerade rein, genau, ganz genau reinheben und schon wieder nicht richtig. Ich weiß es aber nicht. So.
So ein bisschen mehr oder weniger. So, ja, ich weiß nicht, was ich muss ändern. Vielleicht sind auch die Papiere, wenn sie nicht ganz gerade geschnitten sind, das kann natürlich sehr gut sein, dass die nachher nicht so gut, nicht ganz genau richtig kann reinstecken, weil die Kante nicht gerade ist. So, fertig geschnurrt. Jetzt wollen wir hier noch so ein Fenster reinkleben. Und für das nehme ich mir einfach da von einem Gouache nehme ich mir das Fenster ab. So. Ha. Oh, jetzt. Ich weiß aber nicht so genau, ob ob der Leim gut klebt. Und darum habe ich mir gedacht, ich nehme einfach gerade noch da von diesem Papier auch noch gerade ein bisschen. Und jetzt, damit es dann wirklich mehr oder weniger stimmt. Ups, da war ich nahe. Mache ich hier so im Kreis um und probiere nicht allzu nahe an die Kante zu kommen, weil sonst flödert mir das alles durch. So. Und da noch. Zack. Und zack. Also ich weiß nicht. Aha, da vielleicht auch noch. Ob es hier Leim gibt, die ganz besonders geeignet sind für das, ich habe absolut keine Ahnung. So, da habe ich jetzt den Leim natürlich viel zu nah hergeschmiert. Vielleicht muss ich es so machen. Ah ja, ich glaube. Oh nein, jetzt habe ich wieder etwas vergessen. Ich drehe durch. Inken vergessen. Oh Mann, ehrlich. Ich wollte doch das Loch noch inken. Ja gut. Das können wir sicher auch im Nachhinein noch. So. Warum das jetzt da so verrümpelt ist, weiß ich nicht. Also komm, wir tun hier noch ein bisschen nachholen. Machen wir das so. Oh, okay. Okay. So. Ist jetzt das auch fest braun geworden? Ich glaube es nicht so, oder? Oder schon ein bisschen. Ist egal. So. Ich habe hier einfach das Walnutsstein, wo ich einmal rundherum gehangen. Hui. So. Und dann habe ich hier noch ein bisschen schwarz. Wenn man nachher schwarz stempelt, sieht das auch gerade noch nicht allzu schlecht aus. Aber nur so ein bisschen punktuell, da gehe ich nicht ganz genauestens rundherum. So. Und jetzt habe ich hier und hier noch so ein bisschen Papier mit Schrift draufgeklebt. Da habe ich es so komplett überstempelt, dass man es gar nicht mehr sieht.
Aber ich nehme jetzt auch hier gerade ein bisschen von dem. Das passt doch wunderbar zu unserem Halloween Journal. Das inken wir selbstverständlich auch ein bisschen. Und wenn das ein bisschen verkrügelt, machen wir das auch gerade nicht. Es gibt ja noch extra schöne Ink-Ecken, finde ich amigs, oder die Dinger. Wir kleben sie nachher sowieso schön glatt drauf. Und nachher dann verschwindet das. So. Einmal so und einmal so. Aufkleben. Kommt man natürlich jetzt auch mit Stiftlein. Nein, komm bitte. Ja. Hui. Hui. So. Muss ich jetzt noch wegmachen. Ein bisschen. So. Bis da rüber. Voilà. So, aha, jetzt haben wir die ja auch noch. Die wollen wir auch gerade ein bisschen inken. Oh. Da haben wir noch so Blümchen-Rosa, dann nehmen wir doch das vor. So, voilà. Und dann kommen die natürlich auch noch ein bisschen Deko über. Und so machen wir doch das gerade. Das gefällt mir jetzt hier gerade noch mit diesen Zahlen am Rand. So, ich komme das Knosch über mit Braun und Schwarz, dass so nah zusammensteht. So.
So, einmal so und dann so, und das ist doof. Machen wir umgekehrt, so. Jetzt habe ich gar noch so ein cooles gesehen, das würde noch ein bisschen besser zu dem da passen. Und ich glaube, ich nehme da gerade einen ganzen Streifen. So. Und das Ink, ich glaube, schwarz. So, oh ja, sehr cool. So. Zack. Cool. Schön sieht es aus. Voilà. Und jetzt brauchen wir noch irgendwelche Stempel. So, also da habe ich noch so eine Krähe und ich glaube, ich möchte gerne den. So. Zack, zack, zack. Und dann schauen wir noch mal, was das gibt. Oh, hübsch. Sehr hübsch. Jetzt nehmen wir aber von dem da. Von dem nehmen wir auch noch den Totenkopf drauf. Weil wir haben ja ein Halloween-Journal. Und das soll ja auch noch ein bisschen gruselig sein. So, aber da können wir noch die Rose noch mal nehmen. So. Genau. Und da oben wir auch noch mal die Rose nehmen. So. So. Und wenn wir den Totenkopf noch einmal nehmen. Da mecken. So, oh ja, noch geht's. Das ist doch cool. Sehr hübsch. Oder gruselig. So, jetzt. Ich glaube, da auf das Schmale würde glaube schon noch eine Sternab drauf passen, der so ganz gerade sitzt. Gerade auch noch eine mit dem Totengrind. So. Ups. Oh ja, das hat es jetzt da nicht so hübsch genommen.
Ich weiss nicht, ob das Papier ist, das nicht so gebig ist für Stempel. Das könnte natürlich sein. Probieren wir es nochmal. Weiß nicht. Und unten nochmal der Grind. Das ist jetzt ein kleines, nicht so schön rausgekommen, finde ich. So, jetzt haben wir aber natürlich noch andere. Da haben wir noch einen so einen Rab. Probieren wir doch den noch. So, wo könnten wir den? Da. Genau. Und das da ist noch so ein bisschen Wald und Vögel, die fortfliegen und so weiter und so fort. Probiere ich den Rahmen irgendwie nicht drauf zu bekommen. Oh ja. Ja, genau. Und jetzt dasselbe oben noch einmal. Machen wir doch nochmal. Da wieder den Rahmen ein bisschen abputzen. Haha. Ja, das finde ich cool. Ich weiß, es ist komplett überstempelt. Und das gefällt mir. Ihr wisst es. Mir gefällt das. Ja, ich glaube, wir bleiben gerade bei diesen Raben, wenn wir schon hier dabei sind. Hätten wir hier noch so einen. So einen Gesell. Da steht zwar noch irgendetwas drauf, aber ich habe das Gefühl, das kann man sowieso nicht lesen. So. Ich kann es nicht lesen, keine Ahnung. Und was machen wir da noch? Ich glaube, wir machen da noch ein bisschen so. Ein bisschen so. Und wenn wir noch den Totengrind drauf tun, oben, könnten wir doch oben noch den und da so noch ein paar Blümchen. So. Jawohl. So, das wären unsere Bellyband. Und jetzt tun wir doch die hier noch schnell ein bisschen verteilen in unserem Journal. Ja, wie wäre es da am Anfang? Nicht so ein, sieht das blöd aus, wenn das da hinten vorne schaut. Gefällt mir nicht, aber so. So. Voilà, jetzt können wir mal schauen,
Was ich nicht geschaut habe, ist, ob so ein ganz normales Kärtchen reinpassen würde. Gerade so mäßig knapp. Warte, das ist nicht das Gäbiges. Ach, wieso habe ich da so einen Puff? Das geht mal weg. So, nochmal. Test. Ja, gerade super knapp. Hey, und schau mal. Nein, schau mal. Das habe ich also nicht abgemessen, gell? Aber die Frau, die gafft hier gerade mega cool durch. Das sieht ja super aus. Ich habe das Gefühl, das muss genau so bleiben. So gut. So. Und hier machen wir ein bisschen Schmälers. Wo kommt man? Da ist wieder so. Nein, ich glaube, das muss auf ein nervöses. Oder darf das überhaupt mitmachen? Eigentlich gefällt mir das hier überhaupt nicht. Das passt mir nicht. Weißt du was? Das gefällt mir wirklich nicht. Hey, aber wir sind doch Bastler. Wir können doch einfach alles fixen, oder? Das können wir. Ohne dass jemand etwas merkt. Ganz easy. Oh. So. Zack, über den Rab. Man sieht nicht einmal Krallen auf dem Grind oben. Und dann gibt es da halt jetzt noch ein bisschen sowas, dieser Art. So, und da unten auch gerade. Da unten. Ach, ich sehe jetzt gar nicht richtig. So. So, da unten, da fliegt noch ein Vögel. Da. So. Jawohl. Jetzt gefällt es mir besser. So, aber es muss trotzdem auf so ein nervöses drauf. Oder da, oder da, oder da. Nein, Oh nein, ich kann mich nicht entscheiden. Das ist wieder mal ganz übel. So, fertig, Schluss. Notenblatt muss herhalten. Zack und zack. So, genau so. Oh ja. Ja. Jetzt ist gut. Jetzt finde ich es total okay. Dann kommt das da rein irgendwo. Das sieht natürlich cool aus, wenn die Schrift unten kommt. Aber wir tun ja dann etwas rein. Das ist absolut überstempelt. Da geht es nicht. Da. Oder ist es dann nicht doof? Nein, ich glaube, das ist recht gut sogar. Voilà. Cool. Sehr cool. Juhui. Und jetzt habe ich doch irgendwie eine Signatur übersprungen. Ich weiß
es im Fall nicht. Mega komisch. Fast los. Da passt es nicht drauf. Da, schau. Was schon so ganz schwarz ist. So, jetzt ist es verkehrt, gell? Bravo. So, der Vogel hat gegen oben geschaut. Das geht natürlich nicht. So, was habe ich denn jetzt für einen Quatsch gemacht? Ich habe doch 5 Signaturen und 5 Bellybänder. Was habe ich denn rausgelassen? Spuckt es mir jetzt? Da habe ich eins drauf, in dieser. Ich muss suchen. Da könnte es sein, dass wir da keins haben. Das könnte sein. Haben wir die rausgelassen? Ja, es sieht ganz so aus. He? Das kommt mir nicht bekannt vor, dass ich die durchgeblättert habe. So, wie wäre es da? Oder nein. Oh, viel zu geil. Viel zu geil. Also, wo habe ich es jetzt vorhin gehabt? Das spinnt es mir jetzt wieder. Da. Ich glaube, das würde noch gut zu dem passen. Also, machen wir. Oben dran. Unten dran. Den richtigen Weg. Und zack. So. Haha. So, und mit dem Totenkopf ist unser Halloween Journal doch noch gerade ein bisschen Halloweeniger geworden, würde ich sagen. Wie gesagt, ihr das? Gefallen euch die Bändeli? Habt ihr noch eine andere Idee, wie wir die machen können? Schreibt mir gerne. Ich würde mich mega freuen, von euch etwas zu hören. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!